Was für ein genialer und auch besonderer Tag heute ist. Und Noah, eine gute Schuhwahl. Ich finde, wir sind hier voll im Partnerlook unterwegs. Richtig cool. Hey, ich liebe es, in einer Kirche arbeiten zu dürfen, in der wir wirklich alle Generationen vertreten haben. Von klein bis groß, von jung bis alt. So rum. Ich finde, das ist eine Qualität, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Und ich finde es auch cool, dass wir wirklich für verschiedene Altersgruppen da so den Fokus drauf gelegt haben, dass wir Leute dafür eingesetzt haben. Ein Godi, der für die Seniorenarbeit zuständig ist, eine Celine, die das ganze Kids Ministry leitet, der Brina und Micha, die ja in der Erwachsenenarbeit maßgeblich tätig sind, und ich, für die heute in der zweiten Reihe sitzenden, nicht nur, aber ja, für die Jugend verantwortlich sein darf. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Melli und ich bin Jugendpastorin hier im Kreuzpunkt, und es ist mir eine riesengroße Freude, in dieser Kirche dienen zu dürfen. Ja, und heute feiern wir einen besonderen Tag, und auch gestern war ein besonderer Tag. Einige von euch kennen den Mischa Törisch, und der hat gestern geheiratet. Wuhu! Richtig cool, und ich durfte Teil davon sein, und zwar durfte ich gestern Fotos machen an dieser Hochzeit. Ich mache das zusammen mit einer Kollegin immer wieder, und ich lieb's, dieses Hobby nebenbei noch machen zu dürfen. Und meine Kollegin, ich habe das mit der schon besprochen, was ich jetzt sage, und es gibt auf den meisten Hochzeiten, ich sage die meisten, weil gestern war es ausgerechnet nicht so, aber an den meisten Hochzeiten, da gibt es so ein Phänomen. Man erlebt die wildesten Sachen, richtig schöne Hochzeiten. Eigentlich alle Hochzeiten sind schön. Aber es gibt immer wieder so sehr besondere Sachen an Hochzeiten. Aber eine Sache, da werden wir selten enttäuscht. Und zwar gibt es immer, meistens, diesen Onkel. Es gibt diesen Onkel. Und dieser Onkel, der kann auch eine Tante sein, der kann auch eine Schwester, ein Bruder oder ein weit entfernter sein, aber es gibt doch allermeistens diesen Onkel. Und dieser Onkel, der hat auch seine Kamera dabei. Und die ist mal größer und mal kleiner und älter. Und das ist so ein, ich zeige euch jetzt eigentlich, wie das funktioniert, weil vielleicht habt ihr das nicht so richtig im Griff. Und deswegen stelle ich mich einfach immer penetrant neben euch und mache das Gleiche wie ihr. Gucke dann immer mal noch so ein bisschen rüber. Und ja, dieser Onkel. Und ich schaue immer wieder zu meiner Kollegin und dann sage ich so, siehst du, da ist er wieder. Der Onkel. Mal schauen, wie es heute wird. Gestern gab es keinen Onkel, und ich bin nicht traurig drum. Falls du dieser Onkel bist, hör auf damit. Also, vertraut den Fotografen wirklich. Auf jeden Fall gab es eine spezielle Hochzeit, und da gab es einen ganz besonderen Onkel, der tatsächlich auch ein Onkel war. Und der Onkel, der schlich immer so hinter mir her, und ich war wirklich angestrengt. Ich war kurz davor, und ich bin eine sehr höfliche Person, aber ich war wirklich kurz davor zu sagen, bitte. Naja, auf jeden Fall war dann die Situation, wir haben so ein bisschen miteinander geredet, war ein total nettes Gespräch, und dann schaute er so zu mir rüber und sagte so, und? Was hast du für eine Kamera? Ich ihm gesagt, ja, das ist meine Kamera. Meine ist viel besser. Ich habe nämlich das Nachfolgemodell. Und ich war so, what? Also, bei aller Liebe, das macht man doch nicht, oder? Also, ich habe mir wirklich gedacht, why? Warum? Also, musst du mir jetzt irgendwie noch unter die Nase reiben, irgendwie, dass du besser bist, um dich besser zu fühlen? Mir hat das in dem Moment nichts gemacht, weil ich weiß, schöne Fotos hängen mit mehr zusammen als nur mit dem Kameramodell. Aber auf jeden Fall habe ich mich da gefragt, hey, das ist doch irgendwie schon so ein bisschen so wie im Kindergarten. So, guck mal, ich bin viel besser als du und viel toller, ich habe eine viel bessere Kamera. Also irgendwie, der hat sich so ein bisschen mit mir messen müssen, vergleichen müssen, um sich besser zu fühlen. Und in dem Moment fand ich das echt ein bisschen kindisch. Aber wenn ich dann so drüber reflektiere, dann muss ich doch sagen, auch ich finde mich da schon irgendwie wieder. Also ich mache das ja auch, jetzt vielleicht nicht unbedingt so, aber ich mache das auch, dass ich mich vergleiche.
Am besten mit jemandem, der ein bisschen schlechter ist als ich, weil dann gibt es noch so einen Boost für meinen Minderwertigkeitskomplex, um mich irgendwie besser zu fühlen. Aber wir vergleichen doch alle immer wieder in den verschiedensten Bereichen und ja, es hilft so, um sich ein bisschen einzuordnen. Also wo bin ich jetzt so ungefähr, so in dem Bereich und na, dann gucke ich mir vielleicht schon auch mal so die an, die es alle eigentlich ein bisschen besser können als ich. Naja gut, dann will ich vielleicht herausfinden, was machen die denn so anders? Was ist es denn? Also ja, ich bin jetzt in dem Bereich so und der ist so und wenn ich ein bisschen mehr so werde wie die Person oder ein bisschen mehr so aussehe wie die Person oder das genauso mache, dann kann ich mich beim nächsten Mal vielleicht auch noch ein bisschen höher einstufen. Aber ich glaube, eins haben wir alle gemeinsam und das ist, dass man sehr ungern so der allerletzte in der Nahrungskette ist. So der unterste, der schlechteste in allem. Und wir schauen uns heute eine Geschichte an aus der Bibel, aus Gottes Wort, wo die Jünger, also die Schüler von Jesus Christus, ein ganz ähnliches Thema bewegt hat. Und bevor wir aus der Bibel lesen wollen oder reinschauen wollen, möchte ich gerne noch mit uns beten, weil das eine ganz wichtige Botschaft ist, die wir heute Morgen hören. Ja, das ist ein wichtiges Thema, Herr, so vergleichen, sich einordnen. Und ich möchte wirklich beten für heute Morgen. Ich möchte beten, dass du unsere Herzen weit machst für das, was du reden willst, dass du unsere Ohren öffnest. Ich danke dir, Jesus, dass du mir vorangegangen bist und dass du für heute Morgen was Spezielles vorbereitet hast. Amen. Ja, Jesus ist mit seinen Jüngern, das waren 12 Männer, ist er unterwegs nach Kapernaum. Die sind immer wieder gereist. Das haben die früher zu Fuß gemacht, recht so lang Wanderstrecken. Ich gehe total gern wandern, weil ich finde, das ist eine super Gelegenheit, um sich zu unterhalten. Man hat sonst nicht so viel zu tun, guckt nicht so viel aufs Handy, sondern ist irgendwie aktiv unterwegs. Und ich liebe das mit einer anderen Person, weil dann kann man so richtig viel miteinander reden. Und ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, das haben die Jünger damals auch gemacht. Die, wie gesagt, waren lange Strecken unterwegs, haben sich sicher viel unterhalten. Und jetzt gibt es so belanglose Gespräche über das Wetter oder dass der Bart mal wieder ein bisschen ungepflegter geworden ist in den letzten Wochen. Und darüber hinaus haben sie sich aber auch über wichtigere Themen unterhalten. Und in Markus 9, Vers 33 lesen wir, dass sie eine Diskussion hatten auf der letzten Reise. Und zwar steht dort, sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Ja, sie schwiegen so ein bisschen betroffen. Ich glaube, Jesus hat es mitbekommen, vielleicht wusste er es auch schon, über was sie sich da gestritten haben, aber er muss mitbekommen haben, da war es so ein bisschen hitzig unter denen. Ist ja verständlich, oder? Man ist so mit 13 Männern so in so einer Allzeit-WG unterwegs, dass es da auch mal Reibereien gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und vor allem mit Jesus unterwegs zu sein und irgendwie zu sehen, der scheint so ein bisschen Lieblinge zu haben. Wie jetzt? Jesus? Lieblinge? Ich meine, der liebt doch alle gleich. Und ich glaube, ja, Jesus hatte sicher alle gleich lieb und doch bist du vielleicht einer dieser Jünger und dann ist da Petrus und irgendwie Jesus hatte letztens mit dem so einen richtig besonderen Moment. Er hat gesagt, hey Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 17 und sagt dann sogar noch, hey und dir gebe ich die Schlüssel zum Himmelreich. Und du stehst so nebendran und bist so, cool, darf ich auf deine Haustürschlüssel aufpassen oder wenigstens irgendwas? Und dann war da noch eine Situation und Petrus war mal wieder dabei, der war immer dabei und dann war da noch Johannes und Jakobus. Denkst du, darf ich auch mit? Und dann kommen die zurück und du bist so, wow, ich war wieder nicht dabei und was habt ihr gemacht? Und dann erzählen die, boah, wir haben ein richtig krasses Wunder erlebt, Jesus ist mit uns auf so einem Berg und dann ist, boah, mega krass ist was passiert und Elia und Mose, die sind uns da erschienen und du denkst, wow, und ich war wieder nicht dabei. Und dann fängst du an, dich zu fragen, wieso?
Wieso sind die so besonders? Was haben die? Was machen die? Ich muss auch so werden wie Petrus. Was macht er denn? Und dann fragen sie sich und sind vielleicht unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, du bist da mit dabei und bist so echt frustriert. Und dann fragst du dich, ja, wer ist denn der Größte? Und dann fragst du dich vielleicht ist im Himmel ja anders. Die Letzten werden die Ersten sein. Vielleicht hier bin ich nicht immer dabei, aber vielleicht ist im Himmel ja anders. Ja, wer ist denn im Himmelreich der Größte? Und sie kommen nicht so richtig zu einer Antwort und dann gehen sie zu Jesus und dann fragen sie ihn einfach direkt. Und zwar lesen wir in Matthäus 18, Vers 1-3 die darauf folgende Gegebenheit. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus reagiert auf das Anliegen seiner Jünger und stellt ein Kind in ihre Mitte. Und im Griechischen steht hier das Wort Paidion und da kann man von ableiten, dass es ein sehr junges Kind gewesen sein muss, maximal 7 Jahre alt. Genau, und dieses Kind stellt er in die Mitte und sagt eben, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Geniale Antwort auf eine Frage, die die Jünger gar nicht gestellt haben. Die haben nämlich nicht gefragt, wie komme ich ins Himmelreich, sondern wie kann ich der Größte sein? Jesus macht es noch recht oft, wenn ihr da mal drauf achtet. Mein Mann ist da immer wieder mal frustriert. Die haben den was gefragt und er antwortet was ganz anderes. Aber Jesus antwortet auch noch auf das tatsächliche Anliegen. Er sagt hier, wie man ins Himmelreich kommt. Und dann sagt er im weiteren Vers, in Matthäus 18, Vers 4, darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Wer wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Aber was meint Jesus denn jetzt damit? Also wer wie dieses Kind wird? Ich weiß ja nicht, sollen wir mehr auf Spielplätze gehen oder sollen wir ein bisschen kindischer werden? Was siehst du, wenn du Kinder anschaust? Was siehst du? Ich sehe Abenteuerlust. Ich sehe glühende Augen. Ein Kind, das sagt, mein Papa ist der Tollste. Kinder, die so ungefiltert die Welt sehen, die eine unfassbare Lebensfreude haben, Neugierde, Begeisterungsfähigkeit. Und ja, ich glaube, von Kindern können wir unfassbar viel lernen. Und Kinder sind übrigens sehr ehrlich. Das finde ich auch eine herrliche Eigenschaft bei Kindern. Auf jeden Fall glaube ich, man kann ganz, ganz viele Aspekte rausziehen, was Jesus hier gemeint haben könnte. Hey, wenn ihr nicht demütig seid und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr gar nicht erst ins Himmelreich kommen. Und wenn ihr so werdet, hey, dann bist du der Größte. Der Größte im Himmelreich, wenn ihr werdet wie die Kinder. Und ein Aspekt, Kinder sind sehr mutig übrigens auch. Und ihnen ist ganz egal, was Menschen von ihnen denken. Das ist auch eine herrliche Eigenschaft von Kindern, wo man auch eine Predigt drüber schreiben könnte. Aber ein Aspekt, der ist mir in der Predigtvorbereitung auch für mich persönlich nochmal ganz wichtig geworden. Und zwar ist das, Kinder sind komplett abhängig. Komplett abhängig. Hey, hier eben diese 5 kleinen Knöpfe, die wir segnen durften, die konnten gar nicht mal alleine hier auf die Bühne kommen. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es ohne externe Hilfe gar nicht überlebensfähig. Es könnte sich nicht selbst was zu essen holen, sich nicht mal was anziehen, es würde erfrieren. Kinder sind komplett abhängig von ihren Eltern und von externer Hilfe. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, das ist einfach zu süß. Ja, ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Mann, oh Mann. Yes, und ich glaube, dass Jesus ein Kind... Oh, ja, du machst... Oh, danke, Jesus, für Kinder. Eben. Jesus nimmt Kinder, um uns so viel zu zeigen. Und
Ja, Kinder sind komplett abhängig und ich glaube, Jesus will uns hier was zeigen. Und jetzt ist meine Frage an dich, hey, Abhängigkeit, das ist doch eigentlich was sehr Negatives. Zumindest so im Kopf verknüpft, hey, abhängig sein, nee. Also abhängig von, denkt man vielleicht direkt so an Drogen oder Gaming oder Social Media, emotional abhängig von Menschen. Abhängigkeit ist nicht was Gutes, Melly, nee. Aber spannend ist, Kinder sind es eben doch. Und Gott selbst hat sich abhängig gemacht. Weil Gott wurde Kind. Und das feiern wir in ein paar Wochen. Bald ist Weihnachten, ihr Lieben. Es steht auch schon wieder vor der Tür. Aber da erinnern wir uns daran, Gott selbst ist Kind geworden. Und ich weiß nicht, was so deine Vorstellung davon ist. Ob die so sehr romantisch ist. Ah, und Maria und Josef. Und hey, Jesus, der war Baby. Der konnte erstmal nichts. Der war abhängig, dass seine Eltern ihm die Windel wechseln, dass sie ihn füttern, dass sie ihn großziehen, dass sie ihn erziehen. Hast du dir Jesus wirklich mal als Kind vorgestellt, der irgend so einen Schabernack macht und seinem, hey Jesus, nein, lass das, so, du fällst da runter und tust du dir weh? Hat Jesus sich wohl wehgetan? Ja, ich glaube schon. Der war ein Kind. Der ist sicher auf Bäume geklettert oder so. Aber ja, Gott selbst war Kind und Gott hat sich abhängig gemacht. Und auch als Jesus größer geworden ist, als er ein erwachsener Mann war, da war er immer noch Kind. Kind von seinem Vater im Himmel. Und er ist in dem geblieben, dass er abhängig war von seinem Vater. Und wir lesen in Johannes 5, Vers 19, ich sage euch, das sagt Jesus, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Der Sohn, Jesus, macht sich abhängig von Gott. Und jetzt ist spannend, er macht sich so abhängig von Gott, er hört auf das, was der Vater ihm sagt und er ist gehorsam. Seinem Vater gegenüber gehorsam, sogar bis in den Tod. Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben und sein Motiv war Liebe. Unfassbar tiefe Liebe für dich. Jesus ist für jeden von uns ans Kreuz gegangen und warum? Hey, dass auch wir Kinder werden dürfen. Kinder von Gott. Und wenn wir das erkennen, was Jesus getan hat, was der Sohn Gottes vollbracht hat am Kreuz und das annehmen und das glauben, dann dürfen wir Kinder werden. Kinder von Gott. Und das ist die beste Nachricht, die du heute hören könntest. Hey, du darfst Gottes Kind werden. Und das braucht, und Jesus sagt es selbst, hey, wenn ihr euch nicht selbst erniedrigt, das braucht Demut, weil im gleichen Zuge erkennen wir, ja, wir brauchen Gott. Und ich spreche dir heute zu, du brauchst Gott. Wenn du nach Sinn suchst, du brauchst Gott. Wenn du dich einsam fühlst, dann brauchst du Gott. Wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, die dir irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen macht, dann brauchst du Gott. Du willst dein Kind erziehen? Hey, du brauchst Gott. Wir brauchen Gott und wir sind abhängig von ihm. Und gleichzeitig ist das aber auch etwas so Wunderschönes, wenn wir erkennen, dass wir abhängig sind von Gott, wenn wir erkennen, wer wir vor ihm sind. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und oft haben wir das Gefühl, doch, wir können ja offensichtlich ganz schön viel tun und dann aber doch wieder zu erkennen, hey, ich bin Kind vor Gott. Gott ist mein Vater. Und Gott ist nicht einfach nur irgendein Vater. Hey, wenn ich euch frage, die Eltern, die ihr heute eure Kinder habt einsegnen lassen. Ich habe keine Ahnung, ich bin noch keine Mama, aber ich glaube, die Liebe, die Eltern zu ihren Kindern haben, das ist eine ganz, ganz besondere Liebe.
die ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Hey, und diese Liebe, die hat Gott im Himmel für dich. Du darfst sein Kind sein. Und es ist herrlich, wie Kinder ein Vertrauen in ihre Eltern haben. Ja, sie müssen ja auch. Hey, dass Mama und Papa für mich sorgen. Dass Mama und Papa sich gut um mich kümmern. Und Gott ist ein Vater, der sich unfassbar gut um dich kümmert aus Liebe. Hey, und ich will dir heute zusprechen, dich neu demütig zu machen, vor Gott zu erkennen, wer du bist und ihm zu sagen, Papa, ich vertraue dir, dass du dich um mich kümmerst. Ich vertraue dir. Ja, weil wer ist der Größte im Himmelreich? Der Größte im Himmelreich ist der ist wie ein Kind. Kind, das zum Papa hochguckt und sagt, mein Papa ist der Beste. Und ich weiß, mein Papa, der kümmert sich um mich und der meint es unfassbar gut mit mir. Hey, und Gott will dich heute einladen, sein Kind zu werden. Gott spricht dir heute diese Einladung aus. Hey, ich liebe dich, du darfst zu mir kommen. Und du darfst ihm vertrauen, weil er meint es gut mit dir. Wir wollen jetzt nochmal in eine Zeit von Lobpreis auch reinstarten, wo du einfach selbst nochmal die Antwort auch an deinen Papa geben darfst. Und ich weiß nicht, was deine Situation im Moment ist, wo du vielleicht merkst, es fällt dir schwer zu vertrauen, es fällt dir schwer, dich abhängig zu machen von Gott und neu dich auszurichten und neu dich zu entscheiden. Oder vielleicht sogar heute der erste Moment ist, wo du mal sagst, okay Gott, bist du da? Irgendwie, ich habe da sowas gehört über Liebe und dass du Papa, Vater bist. Was heißt das? Hey, dann ist jetzt auch eine Einladung, einfach dich auszustrecken und ins Gespräch zu